Das Telefon klingelte genau in dem Moment, als sie seine Mutter entlassen wollten. Der Sohn der Putzfrau nahm diesen Anruf entgegen, den sonst niemand annehmen wollte. Und was er an diesem Nachmittag herausfand, veränderte das Schicksal aller für immer. »Frau Santos, packen Sie Ihre Sachen. Sie sind entlassen.« Die Stimme von Geschäftsführer Roberto Galvez hallte wie ein Peitschenhieb durch die gesamte 18. Etage der Atlantic AG in Zürich. Carmen Santos ließ den Putzlappen fallen. Tränen schossen ihr in die Augen, die sie nicht zurückhalten konnte. »Aber Herr Galvez, bitte.« Ihre Stimme brach. »Ich arbeite seit 12 Jahren hier. Ich habe nie gefehlt. Ich habe nie schlecht geputzt.« Galvez unterbrach sie brutal und zeigte auf einen Fleck auf dem Glasschreibtisch. »Sehen Sie sich das an. Herr Valtieri empfängt in einer Stunde den wichtigsten Kunden in der Geschichte dieser Firma und Sie lassen den Schreibtisch schmutzig zurück.« Miguel Santos, der seine Mutter nach den Vorlesungen abholen wollte, erlebte die Szene von der Tür aus. Er sah die Verzweiflung in den Augen seiner Mutter. Er sah, wie ihre Hände zitterten, als sie versuchte, einen kaum sichtbaren Abdruck wegzuwischen. »Bitte, Herr Galvez«, flehte Carmen. Ihre Würde zerbrach vor den Augen der Angestellten, die neugierig zuguckten. »Mein Sohn studiert Ingenieurwissenschaften. Ich brauche diesen Job. Ich flehe Sie an.« »Flehen Sie mich nicht an«, schrie Galvez und genoss sichtlich seine Macht. »Ich habe genug von Ihrer Mittelmäßigkeit. Der Sicherheitsdienst wird Sie sofort nach draußen begleiten.« In diesem Moment klingelte das Telefon am Empfang der Geschäftsleitung. Ring, ring, ring. Sofia Herrera, die Sekretärin, war in der Mittagspause. Die anderen Mitarbeiter starrten nur gaffend auf das Drama. Niemand bewegte sich, um den Hörer abzunehmen. »Geht denn niemand ran?« fragte Miguel. Seine Stimme war voller mühsam unterdrückter Wut, die niemand bemerkte. »Dieses Telefon ist für die Teppichetage«, antwortete Galvez herablassend, ohne ihn überhaupt anzusehen. »Nicht für Leute wie euch.« Ring, ring, ring. Carmen weinte leise, während sie ihre Reinigungsmittel in einen Karton packte. 12 Jahre voller Nachtschichten, 12 Jahre Aufopferung, 12 Jahre, in denen sie für diese Menschen, die sie nun gnadenlos vor die Tür setzten, unsichtbar gewesen war. »Mama«, Miguel ging auf sie zu, doch Carmen schüttelte den Kopf. »Mach keinen Aufruhr, mein Junge«, flüsterte sie. »Mach es nicht noch schlimmer. Ring, ring, ring. Um Himmels Willen geht denn niemand an dieses verdammte Telefon.« Eduardo Valtieri stürmte plötzlich aus seinem Büro. Er war sichtlich gestresst. Ein eleganter Mann um die 50, der in diesem Moment jedoch völlig erschöpft wirkte. »Sophia? Wo ist Sophia?« »Sie ist in der Mittagspause, Herr Valtieri«, antwortete eine Mitarbeiterin. »Der wichtigsten Kunde meiner Karriere steht kurz vor der Tür und niemand geht ans Telefon.« Valtieri raufte sich die Haare. »Morrison International kann diese Firma vor dem Konkurs retten und ihr gafft hier bei einer Entlassung zu wie beim Fernsehen.« Da tat Miguel etwas, das alles veränderte. Er ging entschlossen zum Telefon und hob ab. Atlantic AG. In der Mitteilung herrschte plötzlich absolute Stille. Alle Augen richteten sich auf den 18-jährigen Jungen, der es gewagt hatte, das Telefon der Geschäftsleitung anzunehmen. »Was zum Teufel glaubt dieser Junge eigentlich, wer er ist?«, herrschte Galvez, doch Valtieri hob die Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen. Etwas an Miguels selbstbewusster Haltung, an der Professionalität in seiner Stimme am Hörer, faszinierte ihn. »Ja, Herr Morrison, ich verstehe Ihre Bedenken. Das Treffen ist für 15 Uhr angesetzt, aber ich muss Sie über einige kritische Änderungen der Vertragsbedingungen informieren, die eine sofortige Klärung erfordern. Wir sollten das lösen, bevor Sie hier eintreffen.« Valtieri trat langsam an den Schreibtisch heran. Seine Verwirrung wich blankem Staunen. »Wie bitte? Wer sind Sie? Sie klingen sehr jung, aber Sie verstehen diese Dokumente besser als die meisten meiner Manager. Mein Name ist Miguel Santos, Herr Valtieri. Und ja, ich bin jung, aber ich studiere diese Verträge seit Monaten.« »Seit Monaten?«, flüsterte Valtieri, aber laut genug, dass es alle hörten. Miguel deckte die Sprechmuschel mit der Hand ab und blickte dem CEO direkt in die Augen. »Herr Valtieri, seit einem Jahr lese ich jede Nacht die Dokumente, die Sie auf Ihrem Schreibtisch liegen lassen. Während meine Mutter hier putzte, habe ich Ihre Verträge studiert, Ihre Finanzprognosen, Ihre Verhandlungsstrategien. Diese Enthüllung schlug am Büro ein wie eine Bombe. Ihre Mutter?« Valtieri sah zu Carmen hinüber, die immer noch wie erstarrt neben ihrem Karton stand. »Ja«, antwortete Miguel mit fester Stimme, »meine Mutter ist Carmen Santos, die Frau, die Sie gerade wegen eines unsichtbaren Flecks entlassen haben, die Frau, die ihr Büro seit 12 Jahren sauber hält, während ich am Geheimen jedes wichtige Dokument dieser Firma studiert habe.« Es war totenstill. Morrison wartete immer noch in der Leitung. »Hallo? Sind Sie noch dran?« Miguel nahm die Hand vom Telefon. »Ja, Herr Morrison, ich bin hier. Und ich habe einen Vorschlag, der beiden Unternehmen Millionen einsparen wird. Die Fusionsklausel in Abschnitt 8,3 enthält eine Gesetzeslücke, die bisher keines ihrer Teams bemerkt hat.
Wenn wir die Zahlungsbedingungen umstrukturieren und die Aufgabenverteilung anpassen, können wir die Betriebskosten um 40% senken und die Gewinnmargen für beide Seiten um 60% steigern. Am anderen Ende der Leitung herrschte Schweigen. Dann sagte Morrison fassungslos: »Junger Mann, was Sie da gerade beschrieben haben. Mein gesamtes Anwaltsteam hat das komplett übersehen. Wie haben Sie das herausgefunden?« »Weil ich seit 3 Jahren auf eigene Faust Wirtschaftsrecht studiere«, unterbrach ihn Miguel. »Während meine Mutter schuftete, um mein ETH-Studium zu finanzieren, habe ich mich auf diesen Moment vorbereitet, ohne es überhaupt zu wissen.« Valtieri ließ sich fassungslos auf einen Stuhl fallen. »Miguel, wie alt bist du?« »18, Herr Valtieri. Und meine Mutter hat es nicht verdient, so behandelt zu werden, wie sie es all die Jahre getan haben.« Kamen nun Tränen der Erleichterung und des reinen Stolzes. Ihre Brust hob und senkte sich vor mütterlicher Liebe. »Mr. Santos«, fuhr Morrison aus New York fort, »ich bin seit 30 Jahren Ei am Geschäft und habe noch nie jemanden in Ihrem Alter gehört, der einen Vertrag so präzise analysiert. Können Sie in 2 Stunden bei diesem Meeting sein?« Miguel sah seine Mutter an, dann Galvez, der völlig bleich geworden war, und schließlich Valtieri. »Ja, ich kann, aber ich habe eine Bedingung. Schießen Sie los, meine Mutter bleibt hier.« Mit einer Gehaltserhöhung und einer öffentlichen Entschuldigung von Herrn Galvez. Die Mitarbeiter begannen zu tuscheln, einige lächelten sogar. Morrison lachte am anderen Ende der Leitung. »Ich weiß nicht, was für ein Familiendrama sich da bei Ihnen abspielt, aber wer Anwälte mit Harvard-Abschluss so alt aussehen lässt, darf fordern, was er will. Abgemacht.« Valtieri erhob sich langsam und ging vor den Augen aller Angestellten auf Carmen zu. »Frau Santos«, sagte er mit klarer Stimme, »würden Sie mir verzeihen, dass ich all die Jahre so blind war?« Carmen ergriff seine Hand mit zitternden Fingern. »Natürlich, Herr Valtieri.« Doch Miguel war noch nicht fertig. »Herr Morrison«, sprach er wieder ins Telefon, »gibt es noch etwas, das Sie vor dem Treffen wissen müssen? Etwas, das ich in den vertraulichen Akten entdeckt habe und das die Struktur dieses Vertrags völlig verändern könnte. Und was wäre das?« Miguel öffnete eine Mappe, die auf Valtieris Schreibtisch gelegen hatte. Darin befanden sich Dokumente, die er seit Wochen untersuchte. Doch dazwischen lag etwas, das er noch nie gesehen hatte. Ein Foto, bei dem ihm das Blut in den Adern fror. Es war seine Mutter, 20 Jahre jünger. Sie saß in einem eleganten Büro, am Businesskostüm, und schüttelte einem jungen Mann die Hand. Miguel erkannte ihn sofort. James Morrison, 20 Jahre jünger, aber unverkennbar er selbst. Und auf der Rückseite stand in der Handschrift seiner Mutter: Projekt Atlas, Mitgründer Carmen Santos und James Morrison, 1998. Miguel blickte auf. Carmen starrte das Foto an. Ihr Gesicht war totenblass. »Mama«, flüsterte Miguel, »wer bist du wirklich?« Das Foto entglitt Miguels Fingern und segelte zu Boden. Das leise Aufkommen des Papiers war das einzige Geräusch am Raum. »Carmen Santos? Bist du das? Bist du am Apparat?« Morrisons Stimme aus dem Lautsprecher klang plötzlich brüchig, fast ungläubig. Alle starrten Carmen an. Ihre Lippen bebten. »Kennen Sie sich?«, hauchte Valtieri. Miguel hob das Foto wieder auf. »Mama, ich brauche jetzt eine Erklärung.« »Mr. Morrison«, sagte Miguel ins Telefon. »Es scheint, als würden Sie meine Mutter von früher kennen.« »Kennen?« Morrison lachte bitter aus New York. »Miguel, deine Mutter und ich haben damals die Firma gegründet, die heute Morrison International Holdings ist. Wir waren Partner. Wir waren alles.« »James, bitte nicht«, flüsterte Carmen endlich. »Nein, Carmen«, unterbrach Morrison sie mit härterem Ton. »Erzähl deinem Sohn ruhig die Wahrheit. Erzähl ihm nicht, dass du eines Nachts mit allen Dokumenten des Atlas-Projekts spurlos verschwunden bist und ich nie wieder von dir gehört habe.« Galvez schaltete sich ein. »Projekt Atlas. Herr Valtieri, das ist der Name des Vertrags, den wir gerade mit Morrison verhandeln.« Valtieri riss Miguel das Foto aus der Hand. Er musterte es genau, blickte dann zu Carmen. »Frau Santos, Sie haben die Technologie entwickelt, die Morrison International über uns lizenzieren will.« Carmen schloss die Augen. Tränen liefen ihr übers Gesicht. »Ich war jung, ich war genial, ich war dumm.« »Du warst nicht dumm«, schrie Morrison durch das Telefon. »Du warst ein Genie. Deine Algorithmen zur Energieoptimierung haben die gesamte Branche revolutioniert. Weißt du eigentlich, wie viele Millionen dein Werk in den letzten 20 Jahren eingebracht hat?« Miguel drehte sich alles. »Mama, du hast so etwas Grosses erschaffen? Warum hast du mir nie ein Wort gesagt?« Carmen sah ihren Sohn mit einem Blick voller Schmerz an. »Weil ich dich beschützen wollte, mein Junge. Die Geschäftswelt ist grausam. Und ich habe schreckliche Fehler gemacht.« »Sie hat die Dokumente gestohlen«, warf Morrison kalt ein. Eines Nachts nahm Carmen alle Pläne, Formeln und Verträge und verschwand. Sie ließ mich ruiniert zurück, mit Millionenschulden. »Das stimmt nicht«, schrie Carmen. Zum ersten Mal seit 12 Jahren erhob sie ihre Stimme so laut, dass alle zusammenzuckten.
James, du weißt genau, dass das nicht stimmt. Dann sag uns die Wahrheit, Mama, flehte Miguel. Valtieri hatte inzwischen alle seine Meetings abgesagt. Selbst das Sicherheitspersonal lauschte gebannt. James, sprach Carmen direkt zum Lautsprecher, sag ihnen, warum ich wirklich gegangen bin. Sag ihnen, was du mir angetan hast. Carmen, tu das nicht, warnte Morrison. Sag es ihnen, schrie sie. Sag ihnen, dass du verlangt hast, ich solle mich zwischen meinem Baby und meiner Karriere entscheiden, als du erfuhrest, dass ich schwanger war. Miguel taumelte und hielt sich am Schreibtisch fest. Schwanger? Flüsterte er. Carmen wandte sich ihm zu. Ja, mein Junge, schwanger mit dir. Und dein Vater? Dein Vater sagte mir, ein Baby würde alles ruinieren, wir müssten es zur Adoption freigeben, oder ich müsste für immer verschwinden. Am anderen Ende der Leitung herrschte eisiges Schweigen. Also bin ich gegangen, fuhr Carmen fort. Ich habe die Dokumente mitgenommen, weil sie mir rechtlich genauso gehörten wie ihm. Ich hatte ein Recht auf die Hälfte von allem, was wir aufgebaut hatten. Aber anstatt zu kämpfen, beschloss ich unterzutauchen, um dich in Frieden aufzuziehen. Miguel sank auf einen Stuhl. Morrison International gehört also zur Hälfte dir? Es gehörte mir, korrigierte Carmen. Ich habe für dich auf alles verzichtet, mein Sohn. Ich war lieber unsichtbar, habe lieber Büros geputzt und mich demütigen lassen, als um Geld zu streiten, während du eine Mutter brauchtest. Carmen, Morrisons Stimme klang plötzlich völlig erschüttert. Ich wusste nicht, dass ich auf ein Vermögen verzichtet habe, um unseren Sohn großzuziehen, dass ich seit 20 Jahren von früh bis spät schufte, um seine Ausbildung zu bezahlen. Unser Sohn? Rief Morrison fassungslos. Wieder diese absolute Stille. Miguel hob langsam den Kopf. Morrison ist? Er konnte den Satz nicht beenden. Carmen nickte unter Tränen. James Morrison ist dein Vater, Miguel. Diese Nachricht schlug ein wie eine Atombombe. Die Mitarbeiter hielten sich die Hände vor den Mund, einige filmten bereits heimlich mit ihren Handys. Valtieri sackte fassungslos in seinem Ledersessel zusammen. Das ist unmöglich, stammelte Morrison am Telefon. Hinter, bist du da? Miguel starrte das Telefon an, als wäre es eine giftige Schlange. Sie haben meine Mutter am Stich gelassen, als sie erfuhren, dass sie schwanger war. Ich wusste nicht, dass sie sich entschieden hatte, dich zu behalten. Ich dachte, sie hätte sich dagegen entschieden, versuchte Morrison sich zu rechtfertigen. Sie dachten, ich würde nicht geboren werden, schrie Miguel voller Wut und sprang auf. Sie dachten, ein Baby würde ihre Karrierepläne durchkreuzen. Deine Träume, James, korrigierte Carmen mit eisiger Stimme. Meine haben dich nie interessiert. Miguel ging zum großen Fenster und blickte hinunter auf das geschäftige Treiben auf den Straßen von Zürich. Tausende Menschen gingen ihren Leben nach, ohne zu ahnen, welches Drama sich am 18. Stock abspielte. Herr Morrison, sagte Miguel, ohne sich umzudrehen. Sie haben heute angerufen, um einen Millionenvertrag zu retten. Ja, aber das ist jetzt völlig egal, Miguel. Jetzt zählt nur noch das. Nein, der Vertrag zählt, unterbrach ihn Miguel scharf und drehte sich um. Er nahm die Mappe des Atlas-Projekts in die Hand. Der Algorithmus, den Morrison International über die Atlantic AG lizenzieren will, ist das Werk meiner Mutter von vor 20 Jahren. Richtig, bestätigte Morrison. Aber meine Mutter hat wie bewiesen nie ein Dokument unterschrieben, mit dem sie ihre Rechte an dieser Technologie abgetreten hat. Fuhr Miguel mit kalkulierter Kälte fort. Das bedeutet rein rechtlich, dass Morrison International seit 2 Jahrzehnten Milliarden mit einer Technologie verdient, die ihnen gar nicht vollständig gehört. Valtieri beugte sich vor, blätterte hastig in den Papieren. Gott am Himmel, er hat recht. Wenn Carmen Santos damals Mitgründerin war und ihre Rechte nie offiziell übertragen hat, ist das der größte Urheberrechtsstreit des Jahrhunderts. Miguel trat wieder ans Telefon. Herr Morrison, Papa, ich habe einen neuen Vorschlag für Sie. Ich höre, antwortete Morrison mit zitternder Stimme. Meine Mutter wird Morrison International Holdings auf 20 Jahre unbezahlte Tantiemen verklagen. Nach meinen Berechnungen, inklusive Zinsen und Schadenersatz, sprechen wir von rund 500 Millionen Franken. Die Angestellten hielten den Atem an. Valtieri klammerte sich am Tisch fest. Miguel, das kannst du nicht tun, fing Morrison an. Oder was? Unterbrach ihn Miguel. Wollen Sie mich wieder am Stich lassen? Der Unterschied zu damals ist, ich weiß heute ganz genau, wer ich bin und was meine Mutter wert ist. Carmen sah herüber mit einer Mischung aus Stolz und Sorge. Mein Junge, das musst du nicht für mich tun. Miguel nahm ihre Hände, diese rauen Hände, die 12 Jahre lang geschrubbt hatten, um ihm eine Zukunft zu schenken. Mama, 20 Jahre lang warst du für diese Welt unsichtbar. Es ist Zeit, dass die Welt dich sieht. Er wandte sich an Valtieri. Herr Valtieri, wollen Sie Teil der Lösung oder Teil des Problems sein? Valtieri blickte ihn mit einer Mischung aus Respekt und nackter Angst an. Was schlägst du vor? Ganz einfach. Die Atlantic AG wird meine Mutter rechtlich bei der Klage gegen Morrison International vertreten. Im Gegenzug wird meine Mutter nach unserem Sieg Minderheitsaktionärin dieser Firma. Und ich
Ich werde Ihr neuer Vizepräsident für Technologieentwicklung. Miguel, schrie Morrison aus New York. Du kannst nicht einfach alles zerstören, was ich aufgebaut habe. Miguel lächelte zum ersten Mal an diesem Tag. Ein kaltes, entschlossenes Lächeln. Papa, er sprach das Wort wie Gift aus. Sie haben unsere Familie vor 20 Jahren zerstört. Jetzt bin ich an der Reihe, etwas Neues aufzubauen. Und dann hängte Miguel einfach auf. Es war totenstill, bis Carmen plötzlich zu lachen begann. Es war kein hysterisches Lachen, sondern ein zutiefst befreiendes. Das Lachen einer Frau, die nach 20 Jahren der Demütigung endlich ihre Würde zurückforderte. »Mein Junge«, sagte sie unter Tränen, »ich glaube, du hast gerade den Krieg erklärt.« Miguel nahm sie fest in den Arm. »Der Krieg hat schon begonnen, Mama. Und wir werden ihn gewinnen.« Doch was keiner von beiden ahnte. James Morrison hatte in New York bereits eine andere Nummer gewählt. Eine Nummer, die Miguel niemals erwartet hätte. Und die Person, die diesen Anruf entgegennahm, sollte das gesamte Spiel noch einmal auf den Kopf stellen. Genau 3 Minuten später klingelte das Telefon Pervin am Büro erneut. Diesmal rührte sich niemand. Das Läuten schrillte wie eine Warnung durch den Raum. »Ring, ring, ring. Geh nicht ran«, flüsterte Carmen. »James kann sehr gefährlich werden, wenn er wütend ist.« Doch Valtieri hob bereits ab. Morrison: »Nein, Herr Valtieri. Hier ist nicht Morrison.« Eine junge, kultivierte Frauenstimme sprach aus dem Lautsprecher. »Ich bin es, Elena Valtieri. Deine Tochter.« Eduardo Valtieri wurde augenblicklich bleich. »Elena? Was machst du in New York? Woher hast du diese Nummer?« »Papa, hör mir jetzt ganz genau zu«, ignorierte sie seine Fragen. »Ich sitze hier in New York, direkt im Büro von James Morrison. Und er hat mir gerade eine äußerst interessante Geschichte über eine gewisse Carmen Santos und ihren Sohn Miguel erzählt.« Carmen presste die Hände vor den Mund. »Nein, nein, nein. Elena, was zum Teufel machst du in New York?« schrie Valtieri, doch seine Stimme zitterte vor Angst. »Papa, setz dich lieber hin. Das wird jetzt schwer zu verdauen sein.« Die Mitarbeiter rückten noch näher zusammen. Niemand wollte auch nur ein Wort verpassen. Vor 6 Monaten begann Elena mit klarer, gefasster Stimme, als die Atlantic AG in finanzielle Schieflage geriet. »Hast du mir erzählt, du hättest einen rettenden Investor gefunden. James Morrison von Morrison International.« »Ja, und dem Himmel sei Dank dafür«, entgegnete Valtieri nervös. »Was du mir verschwiegen hast, Papa. Morrison wollte nie investieren. Er wollte die Firma komplett übernehmen. Und du hast ihm insgeheim versprochen, die Atlantic AG hinter dem Rücken der anderen Partner und hinter meinem Rücken zu verkaufen.« Miguel spürte, wie ihm kalt wurde. »Herr Valtieri«, Eduardo wich Miguels Blick aus. »Elena, das ist ein vertrauliches Geschäft zwischen Morrison und mir. Ein Geschäft, bei dem die Existenz von Hunderten von Familien auf dem Spiel steht«, schrie Elena durchs Telefon. »Papa, Morrison hat mir alle Dokumente gezeigt. Du wolltest die Atlantic AG nächste Woche schließen und alle Mitarbeiter fristlos entlassen.« Wütende Proteste brachen unter den Angestellten aus. Roberto Galvez, der bisher geschwiegen hatte, trat mit rotem Kopf an den Schreibtisch. »Herr Valtieri, stimmt das? Elena, das ist weder der richtige Ort noch die richtige Zeit«, versuchte Valtieri verzweifelt die Kontrolle zu behalten. »Es gibt keinen falschen Zeitpunkt, wenn es darum geht, Leben zu zerstören«, schrie Miguel voller Zorn. »Sie wussten, dass wir alle unsere Jobs verlieren würden und haben trotzdem zugesehen, wie meine Mutter hier gedemütigt wurde.« Carmen trat langsam auf Valtieri zu. Ihre Stimme war so eisig, dass es allen kalt den Rücken hinunterlief. »Eduardo«, sie nannte ihn zum ersten Mal beim Vornamen. »Wusstest du, dass Morrison Miguels Vater ist, als ihr diesen Verkauf geplant habt?« Valtieri sah sie an wie ein in die Enge getriebenes Tier. »Carmen, ich. Antworte mir«, schrie Carmen so laut, dass die Fensterscheiben klirrten. »Wusstest du, dass der Mann, der diese Firma kaufen wollte, derselbe ist, der mich vor 20 Jahren schwanger ihr am Stich gelassen hat?« Sekunden des Schweigens vergingen, die sich wie Kaugummi zogen. »Ja«, flüsterte Valtieri schließlich. »Ja, ich wusste es.« Ein Aufschrei ging durch die Belegschaft. Mitarbeiter schimpften, einige weinten vor Wut. Carmen taumelte, als hätte man ihr einen körperlichen Schlag versetzt. »Papa«, fuhr Elena aus New York fort, ihre Stimme zitterte vor Enttäuschung. »Morrison hat mir erzählt, dass du die ganze Geschichte kanntest. Als er dir vorschlug, die Firma zu kaufen, hast du ihm gesagt, es wäre doch eine amüsante Ironie, wenn Carmen für ihn arbeiten würde, ohne jemals zu erfahren, wer ihr eigentlicher Chef ist.« In Miguel zerbrach in diesem Moment etwas. Es war nicht mehr nur Wut. Es war ein tiefer, brennender Schmerz darüber, wie grausam diese Männer das Leben seiner Mutter als Unterhaltung abgetan hatten. »Amüsant?«, wiederholte Miguel flüsternd. »Sie fanden es amüsant, zuzusehen, wie sich meine Mutter jeden Tag vor dem Mann erniedrigt, der sie ihr am Stich gelassen hat.« Valtieri weichte zurück, doch Miguel ging unaufhaltsam auf ihn zu.
Sie haben das Leben meiner Mutter in einen grausamen Scherz verwandelt. Monatelang. Sie wussten ganz genau, was sie tun. Miguel, du musst verstehen, ihr am Geschäft. Das war kein Geschäft, schrie Miguel und schlug mit der Faust auf den Schreibtisch, dass die Papiere hochflogen. Das war pure Folter. Carmen legte sanft eine zitternde Hand auf den Arm ihres Sohnes. Sie drehte sich zu den Angestellten um, und als sie sprach, lag in ihrer Stimme eine erhabene Würde. Meine Damen und Herren, begann sie. 12 Jahre lang haben Sie mich hier putzen gesehen. Sie haben mich ignoriert. Sie haben zugesehen, wie ich gedemütigt wurde. Für viele von Ihnen war ich kaum ein Mensch. Die Angestellten blickten beschämt zu Boden. Aber was sie nicht wussten, fuhr Carmen fort, und ihre Stimme wurde mit jedem Wort kraftvoller, ist, dass jedes Reinigungsmittel, das ich hier verwendet habe, jede chemische Formel, die ich angewendet habe, um diesen Ort makellos zu halten, auf dem Wissen basiert, das ich als eine der brillantesten Industriechemikerinnen meiner Generation erworben habe. Grosses Staunen breitete sich am Raum aus. Jede Nacht, während Miguel am Empfang lernte, habe ich nicht nur geputzt. Ich habe analysiert. Ich habe beobachtet. Ich verstand genau, wie jeder chemische und betriebliche Prozess in dieser Firma abläuft. Denn mein Verstand hat nie aufgehört, der einer Wissenschaftlerin zu sein. Elena schaltete sich aus New York wieder ein. Carmen, Morrison hat mir deine Originalpatente gezeigt. Du hast nicht nur den Optimierungsalgorithmus entwickelt, du hast 17 verschiedene Verfahren patentiert, die heute 3 ganze Industriezweige dominieren. Carmen lächelte schwach, aber voller Stolz. Und all diese Verfahren gehören rechtlich immer noch mir. Ich habe meine Rechte nie abgetreten. Was soll das bedeuten? Stammelte Valtieri mit schreckgeweiteten Augen. Miguel nahm die Hand seiner Mutter. Es bedeutet, Herr Valtieri, dass Morrison International und Sie die patentierte Technologie meiner Mutter 2 Jahrzehnte lang illegal genutzt haben. Und es kommt noch besser, fügte Elena hinzu. Morrison hat alle Originaldokumente des Atlas-Projekts hier am Büro. Ich habe sie gerade mit den Anwälten geprüft. Carmen hat nicht nur Anspruch auf Tantimen, ihr gehört rechtlich die gesamte Morrison International Holdings. Die Nachricht wirkte wie ein Erdbeben am Raum. Die gesamte Firma? Flüsterte Carmen. Ja, bestätigte Elena. Morrison hat das Unternehmen damals nie ausschließlich auf seinen Namen eintragen lassen. Die Gründungsurkunden weisen Carmen Santos nach wie vor als gleichberechtigte Partnerin aus. Rechtlich gesehen hat er deine Firma 20 Jahre lang ohne deine Zustimmung verwaltet. Carmen setzte sich erschöpft auf einen Stuhl, überwältigt von der Tragweite dieser Enthüllung. Das bedeutet, rechnete Miguel blitzschnell am Kopf nach, dass meiner Mutter nicht nur die Hälfte von Morrison International gehört, sondern dass Morrison ihr auch noch 20 Jahre lang das Gehalt einer Geschäftsführerin schuldet. Exakt, bestätigte Elena. Wir sprechen von schätzungsweise 800 Millionen Franken. 800 Millionen Franken. Carmen Santos, die Frau, die für einen kargen Stundenlohn Büros geschrubbt hatte, war auf dem Papier eine der reichsten Frauen der Schweiz. Aber es gibt ein Problem, schränkte Elena ein. Morrison wird nicht kampflos aufgeben. Er hat die finanziellen Mittel, um diesen Rechtsstreit über Jahrzehnte in die Länge zu ziehen. Miguel sah seine Mutter an, dann Valtieri, der sichtlich um Jahre gealtert war. Was schlägt er vor? Morrison will sich einigen. Er erkennt Carmens Anspruch auf 50% der Anteile an. Im Gegenzug muss sie eine Verzichtserklärung auf alle Schadensersatzansprüche und ausstehenden Gehälter unterschreiben. Wie viel Geld wäre das sofort? Fragte Carmen mit zittriger Stimme. 400 Millionen Franken. Sofortige Überweisung noch heute. Carmen blickte hilfesuchend zu Miguel. Mein Junge, was machen wir? Doch bevor Miguel antworten konnte, drängte sich Roberto Galvez ans Telefon. Elena, hier ist Roberto Galvez. Was wird aus uns? Was passiert mit den Angestellten der Atlantic AG, wenn ihr Vater die Firma verkauft? Elena seufzte schwer. Herr Galvez, Morrison plant, die Atlantic AG komplett abzuwickeln. Sie alle werden nächste Woche auf der Straße stehen. Verzweifelte Rufe hallten durch das Büro. Mitarbeiter, die Familien zu ernähren hatten, Hypotheken abzahlen mussten, standen plötzlich vor dem Nichts. Miguel blickte in die verängstigten Gesichter der Menschen, die ihn und seine Mutter jahrelang wie Luft behandelt hatten, nun aber völlig von ihrer Entscheidung abhingen. In diesem Moment traf er den Entschluss, der alles verändern sollte. Elena, sagte Miguel mit ruhiger, aber unmissverständlicher Stimme, sag Morrison, meine Mutter nimmt den Deal an, aber nur unter einer weiteren Bedingung. Und die wäre? Miguel blickte Eduardo Valtieri direkt in die Augen, dann Galvez, dann jedem einzelnen der Angestellten. Meine Mutter kauft die Atlantic AG mit einem Teil ihres Geldes sofort auf. Carmen riss die Augen auf. Miguel? Und sobald sie Eigentümerin ist, sprach Miguel ungerührt weiter, werde ich der neue Geschäftsführer sein. Und meine erste Amtshandlung ist denkbar einfach. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Herr Galvez wandte sich Miguel direkt an den Mann, der seine Mutter am Morgen noch so gedemütigt hatte. Sie sind entlassen, mit sofortiger Wirkung.
Der Sicherheitsdienst wird sie nach draußen begleiten. Galvez wurde aschfahl. Miguel, bitte, ich habe doch nur Befehle befolgt. Dieselben Befehle, die Sie befolgt haben, als Sie meine Mutter vor allen anderen öffentlich gedemütigt haben, entgegnete Miguel eiskalt. Und Sie, Herr Valtieri, Sie sind ebenfalls entlassen. Wegen Untreue, Verschwörung und weil Sie das Leid meiner Familie zu Ihrer persönlichen Unterhaltung gemacht haben. Valtieri zitterte am ganzen Körper. Miguel, das kannst du nicht tun. Ich habe es bereits getan, erwiderte Miguel kühl. Die Security ist schon auf dem Weg nach oben. Tatsächlich öffneten sich am selben Moment die Fahrstuhltüren und 3 Sicherheitsmitarbeiter betraten das Büro. Begleiten Sie Herrn Valtieri und Herrn Galvez bitte unverzüglich aus dem Gebäude, wies Miguel sie an. Niemand wagte es, ihm zu widersprechen. Während die beiden Männer, die jahrelang über Carmens Schicksal bestimmt hatten, wie Kriminelle abgeführt wurden, erhob sich Carmen langsam von ihrem Stuhl. Elena, sprach sie ins Telefon, sag Morrison, ich willige ein. Aber ich will die unterzeichneten Dokumente noch vor Mitternacht auf meinem Tisch haben. Carmen, antwortete Elena zögerlich, es gibt noch etwas, das du wissen musst. Morrison ist nicht allein in New York. Er hat seine Anwälte dabei. Und noch jemanden. Jemanden, der behauptet, dich sehr gut zu kennen. Carmen runzelte die Stirn. Wen? Deine Schwester. Patricia Santos. Für Carmen blieb die Welt stehen. Das ist unmöglich, hauchte sie. Patricia ist vor 15 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Nein, Carmen, Patricia arbeitet seit all den Jahren für Morrison. Sie war es, die ihm geholfen hat, dich aufzuspüren. Diese letzte Enthüllung traf Carmen wie eine Flutwelle. Sie schwankte, und Miguel konnte sie gerade noch auffangen, bevor sie den Halt verlor. Carmen brach weinend in Miguels Armen zusammen. Es war der völlige Zusammenbruch einer Frau, die begreifen musste, dass ihre 15-jährige Trauer um ihre Schwester auf einer grausamen Lüge basierte. Patricia lebt, flüsterte Carmen mit brüchiger Stimme. Ja, sie ist hier bei mir, sagte Elena sanft aus New York. Sie will mit dir sprechen. Miguel spürte, wie seine Mutter am ganzen Körper zitterte. Die verbliebenen Mitarbeiter am Büro schwiegen betreten, gefesselt von einem Familiendrama, das jede Vorstellungskraft sprengte. Nein, brachte Carmen mühsam hervor. Ich will nicht mit ihr sprechen. Nicht jetzt. Doch, Carmen, du musst mir zuhören. Eine neue Stimme drang aus dem Lautsprecher. Sie klang älter, hatte denselben vertrauten Akzent wie Carmen, wirkte jedoch durch jahrelange Geheimnisse verhärtet. Schwester, ich weiß, dass du wütend bist, aber du musst die Wahrheit hören. Das Geräusch dieser Stimme nach 15 Jahren war für Carmen wie ein Stromschlag. Sie fuhr herum, ihre Augen starr vor einer Mischung aus Schmerz, Verrat und Zorn. Die Wahrheit, lachte Carmen bitter auf. Welche Wahrheit, Patricia? Die Wahrheit, dass du deinen Tod vorgetäuscht hast? Dass du mich 15 Jahre lang an einem leeren Grab hast weinen lassen? Carmen, so war das nicht. Wie war es denn dann? Schrie Carmen so laut, dass die Wände vibrierten. Sag mir, warum meine eigene Schwester, die einzige Familie, die mir nach Morrisons Verrat noch geblieben war, einfach beschlossen hat, zu verschwinden und mich völlig allein zu lassen. Patricia schwieg sekundenlang, bevor sie antwortete, weil Morrison mir etwas angeboten hat, das du mir nie hättest geben können. Was? Rache, sagte Patricia kalt. Rache an der perfekten, klugen Schwester, die immer die intelligentere war, die erfolgreichere, die Lieblingstochter unserer Eltern. Rache an Carmen Santos, dem Genie, dem alles in den Schoß fiel, während ich kaum einen Job halten konnte. Es war so still, dass man Miguels rasenden Herzschlag hätte hören können. Patricia, flüsterte Carmen fassungslos. Ich wusste nicht, dass du so gefühlt hast. Natürlich wusstest du das nicht, fuhr Patricia höhnisch fort. Du warst ja viel zu sehr damit beschäftigt, perfekt zu sein. Du hast mit deinem Millionärsfreund Imperien aufgebaut, während deine ältere Schwester am Dreck erstickte. Miguel spürte, wie unbändige Wut auf diese fremde Frau in ihm aufstieg. Sie haben kein Recht, so mit meiner Mutter zu sprechen. Ich habe jedes Recht der Welt, junger Mann, fuhr Patricia ihn an, denn ich habe in den letzten 15 Jahren Beweise über deine Mutter gesammelt, die alles zerstören können, was du heute mühsam erkämpft hast. Carmen sah erschrocken auf. Welche Beweise? Morrison, zeig es ihr, forderte Patricia. James Morrisons Stimme kehrte zurück, kalt und geschäftsmäßig. Carmen, Patricia hat mir vor 15 Jahren äußerst interessante Unterlagen gebracht. Dinge, von denen du dachtest, du hättest sie für immer vernichtet. Wovon sprichst du? Die echten Dokumente des Atlas-Projekts, erklärte Morrison kühl. Nicht die Kopien, die du damals mitgenommen hast. Die Originale zeigen eindeutig, dass über 80% der Forschungsarbeit von meinem Team geleistet wurden. Nicht von dir. Miguel spürte, wie der Boden unter seinen Füßen nachgab. Was soll das heißen? Elena schaltete sich ein. Ihre Stimme war voller Mitgefühl. Miguel, die Dokumente, die Patricia Morrison damals übergeben hat, scheinen zu belegen, dass Carmen nur etwa 20% zum Atlas-Projekt beigetragen hat. Das ist eine Lüge,
schrie Carmen voller Verzweiflung. »Patricia, du weißt genau, dass das gelogen ist. Du warst doch dabei. Du hast gesehen, wie ich 2 Jahre lang Tag und Nacht gearbeitet habe.« »Ich war dabei«, bestätigte Patricia kalt. »Und deshalb weiß ich auch ganz genau, wie viel du gearbeitet hast und wie viel du nur vorgetäuscht hast. Du warst schon immer gut darin, die Lorbeeren für die Arbeit anderer einzustreichen.« Die Angestellten am Büro starrten gebannt auf das Telefon. Einige filmten heimlich weiter. Miguel blickte seine Mutter an, suchte in ihren Augen nach einem Beweis dafür, dass dies alles eine bösartige Lüge war. Doch was er sah, ließ ihn erschrecken. In den Augen seiner Mutter lag tief sitzende Schuld. »Mama«, flüsterte Miguel mit zitternder Stimme, »sag mir, dass das nicht wahr ist.« Carmen sah ihn mit tränenüberströmten Augen an. »Miguel, Ihrem Leben ist nicht immer alles so einfach. Das bedeutet«, unterbrach Morrison triumphal, »dass deine Mutter nicht die Heldin ist, für die du sie hältst. Carmen war darauf spezialisiert, die Ideen anderer Forscher zu stehlen, sie minimal abzuändern und als ihre eigenen auszugeben.« »Das stimmt nicht«, schrie Carmen. Doch ihre Stimme klang gebrochen und kraftlos. »Oh doch«, lachte Patricia gehässig. »Soll ich deinem Sohn vielleicht vom ehrwürdigen Dr. Fernando Castillo erzählen, dem Forscher, dessen Lebenswerk du gestohlen hast, um deine berühmten Algorithmen zur Energieoptimierung zu entwickeln?« Miguel fühlte sich, als würde er ins Bodenlose stürzen. »Mama«, Carmen weinte nun hemmungslos. »Dr. Castillo war mein Mentor an der Universität. Er hatte die theoretischen Grundlagen der Algorithmen ausgearbeitet, wusste aber nicht, wie er sie kommerziell nutzen sollte. Und du hast das für ihn getan?« fragte Miguel mit einem letzten Funken Hoffnung. Carmen sah ihn mit unendlicher Traurigkeit an. »Nein, mein Sohn. Ich habe seine Arbeit kopiert und unter meinem Namen patentieren lassen, während er am Krankenurlaub war. Als er zurückkam, war es bereits zu spät. Die Patente liefen auf mich.« Miguels Welt brach in 1000 Scherben. Die Frau, die er bewundert hatte, die Mutter, die sich für ihn aufgeopfert hatte, gestand gerade, dass sie ihre gesamte Karriere auf dem Diebstahl geistigen Eigentums aufgebaut hatte. »Aber es gibt noch mehr«, setzte Patricia erbarmungslos nach. »Willst du wissen, warum Morrison dich damals wirklich verlassen hat, Carmen? Es war nicht die Schwangerschaft. Er fand heraus, dass du Forschungsergebnisse von 3 verschiedenen Universitäten gestohlen und teuer weiterverkauft hattest.« Carmen sackte auf ihrem Stuhl zusammen. »Patricia, bitte, hör auf.« »Nein, fahren Sie fort«, verlangte Miguel mit einer unnatürlichen, eisigen Ruhe. »Ich will alles hören.« Patricia schien jeden Moment zu genießen. »Deine Mutter war kein Genie, Miguel. Sie war eine hochintelligente Diebin, und als Morrison das herausfand, stellte er sie vor die Wahl. Entweder ein öffentliches Geständnis ablegen oder für immer spurlos verschwinden. Also entschied sie sich fürs Verschwinden und nahm alle Originaldokumente mit, um sicherzugehen, dass Morrison sie niemals auffliegen lassen konnte, schloss Miguel die Puzzleteile in seinem Kopf zusammen. »Ganz genau«, triumphierte Patricia. Miguel sah seine Mutter an, die das Gesicht in den Händen vergraben hatte. »Mama, hast du deshalb all die Jahre Büros geputzt? War das keine Aufopferung, sondern deine persönliche Busse?« Carmen blickte auf. In ihren Augen spiegelten sich 20 Jahre tiefer Reue und Scham. »Am Anfang ja. Ich dachte, wenn ich mich selbst genug bestrafe, wenn ich mich unsichtbar mache, könnte ich das Geschehene irgendwie sühnen. Aber dann...« »Und dann?«, fragte Miguel leise. »Dann kamst du auf die Welt, mein Junge. Und meine Strafe wurde zu meiner Lebensaufgabe. Jeder Tag, den ich schuftete, jede Demütigung, die ich ertrug, war nur dafür da, dir das Leben zu ermöglichen, das ich selbst nicht verdient hatte.« Ein seltsamer Frieden legte sich über Miguel. Er sah seine Mutter plötzlich als das, was sie wirklich war. Kein fehlerloses Idol, keine gemeine Schurkin, sondern ein zutiefst menschliches Wesen, das schwere Fehler begangen und 2 Jahrzehnte lang versucht hatte, diese wieder gut zu machen. »Patricia«, sprach Miguel ruhig ins Telefon, »was wollen Sie eigentlich?« »Ich will, dass Carmen auf alle Ansprüche an Morrison International verzichtet«, forderte Patricia sofort. »Ich will, dass sie öffentlich zugibt, dass ihr Beitrag zum Atlas-Projekt minimal war. Und ich will, dass sie mir die 15 Jahre Gehalt zahlt, die ich verloren habe, als ich meinen Tod vortäuschen musste, um dem Skandal zu entkommen. Und wenn sie es nicht tut«, fragte Miguel, »dann veröffentlichen wir alle Dokumente. Carmens Ruf wird vernichtet, deiner ebenfalls. Und Morrison International wird Klage wegen Betrugs einreichen. Deine Mutter wandert ins Gefängnis.« Miguel blickte in die Runde. Die Angestellten schwiegen betreten. »Wie viel Geld?«, fragte Miguel schließlich. 50 Millionen Franken. »Sofort«, verlangte Patricia. Miguel rechnete, am Kopf. Wenn sie aufgaben, verloren sie alles. Wenn sie kämpften, riskierte seine Mutter das Gefängnis. Doch dann erinnerte er sich an ein wichtiges Detail aus den Verträgen, die er Nacht für Nacht studiert hatte. Miguel lächelte kalt. »Ich habe ein Gegenangebot, Tante Patricia.« »Und das wäre?«, fragte sie misstrauisch. Miguel ging ruhig zu Valtieris Aktenschrank, zog ein schweres Gesetzbuch heraus und schlug es auf.
Die absolute Verjährungsfrist für Betrug beträgt nach Schweizer Strafrecht genau 15 Jahre. Und laut meinen Unterlagen ist es exakt 15 Jahre und 2 Monate her, seit meine Mutter die letzten Patente unter ihrem Namen eingetragen hat. Schlagartig herrschte am anderen Ende der Leitung eisiges Schweigen. Das bedeutet, fuhr Miguel unerbittlich fort, dass meine Mutter strafrechtlich wegen dieser alten Taten überhaupt nicht mehr belangt werden kann. Die Frist ist abgelaufen. Carmen blickte erstaunt auf. Und was noch viel wichtiger ist, fügte Miguel hinzu. Nach dem Schweizer Immaterialgüterrecht wird jede Weiterentwicklung einer Technologie, die auf einer früheren Forschung basiert, nach 20 Jahren erfolgreicher und unangefochtener kommerzieller Nutzung zum unbestreitbaren Eigentum des Entwicklers. Und meine Mutter hat diese Technologie in den letzten 20 Jahren maßgeblich weiterentwickelt. Morrison meldete sich zu Wort, seine Stimme zitterte. Was soll das heißen? Es heißt, Herr Morrison, dass meine Mutter vielleicht als Diebin angefangen hat, aber 20 Jahre unermüdliche Entwicklungsarbeit haben sie zur rechtmäßigen Eigentümerin dieser Technologie gemacht. Miguel spielte seine letzte Karte aus. Und Sie, liebe Tante Patricia, dadurch, dass Sie über 15 Jahre lang Beweismittel unterschlagen haben, um Morrison zu helfen, machen Sie sich nach Schweizer Strafrecht der Begünstigung strafbar. Ein Delikt, das im Gegensatz zu den Taten meiner Mutter noch lange nicht verjährt ist. Niemand sagte ein Wort. Mama, sagte Miguel sanft zu Carmen, du hast schwere Fehler gemacht, aber du hast 20 Jahre lang dafür bezahlt. Und ich werde dafür sorgen, dass du endlich die Gerechtigkeit bekommst, die dir zusteht. Das Schweigen nach Miguels rechtlicher Meisterleistung dauerte quälend lange 47 Sekunden. 47 Sekunden, in denen das Schicksal aller Beteiligten auf Messers Schneide lag. Als Patricia schließlich widersprach, war alle Kälte aus ihrer Stimme gewichen. Sie klang nur noch müde. Miguel, du verstehst dein Handwerk wirklich gut. Tante Patricia, antwortete Miguel ruhig. Ich habe 4 Jahre lang nicht nur Maschinenbau an der ETH studiert, sondern jede freie Minute genutzt, um mich am Wirtschafts- und Patentrecht weiterzubilden. Während meine Mutter nachts die Böden wischte, habe ich Fälle analysiert. Ich habe mich unbewusst mein ganzes Leben auf diesen Tag vorbereitet. Auf welchen Tag? Fragte Carmen leise. Miguel nahm die Hände seiner Mutter. Auf den Tag, an dem ich dich verteidigen muss, Mama. Tief in meinem Herzen wusste ich immer, dass du ein Geheimnis hast. Eine Frau mit deinem brillanten Verstand putzt nicht ohne Grund Büros. Aber Miguel, meldete sich Elena wieder zu Wort, selbst wenn die Taten verjährt sind. Das gibt Carmen noch lange kein Recht auf die gesamte Morrison International. Miguel lächelte selbstbewusst. Elena, hast du Zugriff auf die Gründungsakten der Firma? Ja, warum? Such nach dem Ordner Projekt Atlas 1998. Schau dir die Seite mit den Unterschriften der Firmengründer an. Am anderen Ende der Leitung raschelten Papiere, gefolgt von Tastaturklappern. Dann stieß Elena einen Schrei des Entsetzens aus. Mein Gott, hauchte sie. Was ist los? Herrschte Morrison sie an. James Morrison wurde damals nie als Alleineigentümer eingetragen, erklärte Elena fassungslos. In den Gründungsdokumenten steht Carmen Santos als Inhaberin von 51% der Firmenanteile. 51%? Flüsterte Carmen ungläubig. Ich dachte, wir hätten halbe gemacht. Miguel blätterte in den Unterlagen auf Valtieris Tisch. Mama, laut diesen Verträgen hat Morrison dir das zusätzliche 1% überschrieben, als er von deiner Schwangerschaft erfuhr. Er wollte damit absichern, dass das Kind am Falle seines Todes die Mehrheit am Unternehmen hält. Es war eine rein emotionale Entscheidung. Ich hatte dieses Detail völlig vergessen, stammelte Morrison gebrochen. Ich dachte, es würde keine Rolle mehr spielen. Das bedeutet, sagte Miguel mit Tränen der Erleichterung in den Augen, dass du nicht nur Mitinhaberin bist, Mama. Du bist die rechtmäßige Mehrheitseignerin von Morrison International Holdings. Du bist die Chefin. Spontaner Applaus brandete am Büro der Atlantic AG auf. Die Angestellten klatschten für die Frau, die jahrelang ihre Papierkörbe geleert hatte und nun an der Spitze eines Weltkonzerns stand. Doch Carmen feierte nicht. Sie ging ans Fenster und blickte hinaus auf die Stadt. Patricia, sagte sie leise, warum hast du das getan? Es können nicht nur Eifersucht und Geld gewesen sein. Es dauerte lange, bis Patricia antwortete. Ihre Stimme zitterte vor Schmerz. Weil du damals alles geerbt hast, als unsere Eltern bei dem Unfall starben. Das Haus, die Ersparnisse, die Lebensversicherung. Ich habe nichts bekommen, weil ich immer nur die Enttäuschung der Familie war. Carmen wirbelte herum. Patricia, du hast damals selbst auf dein Erbe verzichtet. Du hast nach der Beerdigung gesagt, du willst nichts mehr mit uns zu tun haben, weil ich 18 Jahre alt und eine unbesonnene Idiotin war, schrie Patricia weinend. Und du hast mich nie gesucht. Du hast mich einfach gehen lassen. Ich habe dich 5 Jahre lang gesucht, rief Carmen unter Tränen. Ich habe Privatdetektive engagiert.
Ich habe Suchanzeigen in Zeitungen geschaltet. Ich habe jedes Krankenhaus und jede Notschlafstelle am ganzen Land abtelefoniert. Was? Flüsterte Patricia fassungslos. Ich habe die Suche erst aufgegeben, als James Morrison mir erzählte, du seist bei einem Autounfall in den USA ums Leben gekommen. Er zeigte mir einen gefälschten Polizeibericht, eine Sterbeurkunde, sogar Fotos der Unfallstelle. Wieder herrschte fassungsloses Schweigen. Er hat mich für tot erklärt, fragte Patricia mit brüchiger Stimme. Ich brauchte deine Hilfe, um Carmen aufzuspüren, gestand Morrison leise. Seine Stimme klang zum ersten Mal zutiefst beschämt. Und ich wusste, dass du mir nur helfen würdest. Wenn du glaubtest, Carmen hätte dich nach deinem Verschwinden einfach vergessen. Also habe ich deinen Tod vorgetäuscht. Du hast mein Leben zerstört, schrie Patricia verzweifelt ins Telefon. Ich war verzweifelt, stammelte Morrison. Es gibt keine Entschuldigung für diese Grausamkeit, rief Miguel voller Abscheu. Sie haben das Leben zweier Schwestern zerstört, sie 20 Jahre lang entfremdet und ihnen unendlichen Schmerz zugefügt, nur um ihr verletztes Ego zu befriedigen. Carmen trat fest entschlossen an das Telefon. Als sie sprach, war sie nicht mehr die gedemütigte Putzfrau, sondern die mächtige CEO eines Weltkonzerns. James Morrison, sagte sie kühl. Als Mehrheitseignerin von Morrison International Holdings habe ich einige Entscheidungen zu verkünden. Carmen, bitte, flehte er. Erstens, Sie sind mit sofortiger Wirkung als CEO entlassen. Lauter Jubel brach am Büro aus. Zweitens, Patricia Santos wird unverzüglich von unserer Rechtsabteilung kontaktiert, um eine angemessene finanzielle Entschädigung für 15 Jahre seelische Grausamkeit und Manipulation zu vereinbaren. Man hörte Patricia am anderen Ende schluchzen. Drittens, Elena Valtieri wird zur neuen operativen Leiterin von Morrison International ernannt. Sie berichtet direkt an mich. Carmen? Fragte Elena fassungslos. Du bist die Einzige in diesem ganzen Drama, die mit absolutem Anstand gehandelt hat, erklärte Carmen sanft. Du hast die Intrige deines Vaters aufgedeckt, die Mitarbeiter geschützt und echte Führungsqualität bewiesen. Miguel blickte seine Mutter voller Bewunderung an. Und meine letzte Entscheidung, fuhr Carmen mit weicher, aber bestimmter Stimme fort. Patricia, meine liebe Schwester, ich will, dass du nach Hause kommst. Ich will, dass du deinen Neffen kennenlernst. Wir haben 20 Jahre durch die Lügen eines Mannes verloren, der unsere Liebe niemals verdient hat. Lass uns retten, was uns noch bleibt. Carmen, kannst du mir jemals verzeihen? Schluchzte Patricia. Ich habe selbst schwere Fehler begangen, Schwester, antwortete Carmen mit Tränen in den Augen. Ich habe gestohlen und gelogen. Wenn du einer Schwester verzeihen kannst, die ihr Leben aus Stolz ruiniert hat, dann kann ich auch einer Schwester verzeihen, die ihres aus reinem Schmerz weggeworfen hat. Miguel schloss seine Mutter fest in die Arme. Ich bin so unglaublich stolz auf dich, Mama. Nicht wegen des Geldes oder der Macht, sondern weil du dich für die Vergebung und gegen den Hass entschieden hast. Ich habe in all den Jahren beim Putzen eines gelernt, mein Junge, flüsterte sie. Wahre Stärke zeigt sich nicht darin, was man besitzt, sondern in dem, was man bereit ist zu geben. Carmen, meldete sich Elena wieder zu Wort. Was passiert mit der Atlantic AG? Wirst du sie immer noch kaufen? Carmen blickte am Raum umher, auf all die Gesichter der Mitarbeiter, die Zeuge dieses unglaublichen Nachmittags geworden waren. Nein, sagte sie schließlich, ich werde etwas Besseres tun. Ich werde die Atlantic AG den Mitarbeitern schenken. Wir werden sie in eine Genossenschaft umwandeln, die vollständig den Angestellten gehört. Und Miguel wird ihr erster demokratisch gewählter Geschäftsführer. Ein ohrenbetäubender Jubelsturm brach los. Die Mitarbeiter schrien vor Freude, lagen sich weinend in den Armen. Es war der Triumph der kleinen Leute über ein kaltes System, doch die größte Überraschung stand ihnen allen noch bevor. In diesem Moment öffnete sich die Fahrstuhltür erneut. Eine ältere Frau mit graumeliertem Haar und denselben markanten grünen Augen wie Carmen betrat zögernd das Büro. Patricia Santos hatte den erstbesten Flug von New York nach Zürich genommen. Doch sie war nicht allein. Hinter ihr ging ein großer, eleganter Mann mit schneeweißem Haar und einem nervösen, aber entschlossenen Gesichtsausdruck. Miguel erkannte ihn sofort aus seinen nächtlichen Recherchen. Dr. Fernando Castillo, der Mann, dessen Lebenswerk seine Mutter vor 20 Jahren gestohlen hatte. Mein Gott, hauchte Carmen und presste die Hand auf die Brust. Fernando, was machst du hier? Dr. Castillo blieb am Eingang stehen, blickte sich kurz um und sah Carmen dann tief in die Augen. Carmen Santos, oder sollte ich sagen, Carmen Santos Morrison, die neue Mehrheitseignerin von Morrison International. Miguel spürte, wie sich ihm der Magen umdrehte. Er hatte gehofft, das Kapitel um Dr. Castillo läge weit hinter ihnen. Doch nun stand der Mann leibhaftig vor ihnen. Fernando, flüsterte Carmen mit zitternder Stimme. Ich weiß, dass kein Wort der Welt ungeschehen machen kann, was ich. Castillo hob sanft die Hand und unterbrach sie. Es gibt keine Worte, die die Vergangenheit ungeschehen machen können, Carmen.
Aber es gibt auch keine Worte, die unsere Zukunft aufhalten können. Patricia trat langsam auf Carmen zu, strich ihrer kleinen Schwester sanft über die Wange. Carmencita, flüsterte sie und benutzte den Kosenamen aus ihrer Kindheit. Meine kleine Schwester, vergibst du mir wirklich? Carmen drückte Patricias Hand fest an ihre Wange. Ich muss dich um Verzeihung bitten, Patricia. Ich hätte dich hartnäckiger suchen müssen. Ich hätte eine bessere Schwester sein müssen. Sch, beruhigte Patricia sie unter Tränen. Es zählt nicht mehr, was wir hätten tun sollen. Es zählt nur noch, was wir ab jetzt tun werden. Die beiden Schwestern fielen sich weinend in die Arme. Miguel trat respektvoll, aber wachsam an Dr. Castillo heran. Dr. Castillo, darf ich fragen, was Sie hierher führt? Castillo blickte den jungen Mann aufmerksam an. Du musst Miguel sein. Ich habe in den letzten Stunden viel von dir gehört. Von wem? Von James Morrison, antwortete Castillo mit einem schwachen Lächeln. Er hat mich vor 3 Stunden völlig aufgelöst angerufen. Er erzählte mir alles. Von deiner juristischen Brillanz, von der Mehrheitsbeteiligung deiner Mutter, von allem. Carmen wandte sich besorgt um. Fernando, was wollte er von dir? Er wollte meine Hilfe, um das aufzuhalten, was er die Zerstörung seines Lebenswerks nannte, erklärte Castillo ruhig. Er hat mir 50 Millionen Franken geboten, wenn ich öffentlich aussage, dass deine gesamte Arbeit damals auf meinem Diebstahl basierte. Die Stille I am Raum war fast körperlich spürbar. Und? Fragte Carmen kaum hörbar. Wirst du es tun? Castillo ging gemächlich zum Fenster und blickte auf die Skyline von Zürich. Carmen, als ich vor 20 Jahren herausfand, was du getan hattest, dachte ich, mein Leben sei vorbei. Ich verlor die Anerkennung für 5 Jahre harte Forschung, verlor Fördergelder und meinen Ruf in der Fachwelt. Miguel hielt den Atem an. Aber dann geschah etwas Interessantes, fuhr Castillo fort. Anstatt in Bitterkeit zu versinken, forschte ich einfach weiter. Und in den letzten 20 Jahren habe ich Technologien entwickelt, die die Medizin revolutioniert haben. Er drehte sich zu Carmen um. Weißt du, was ich in all den Jahren gelernt habe, Carmen? Was? Flüsterte sie. Dass das wahre Genie nicht darin liegt, eine erste theoretische Idee zu haben. Das wahre Genie liegt darin, diese Idee zu nehmen und sie an Orte zu bringen, die kein anderer jemals für möglich gehalten hätte. Und du, Carmen, du hast meine mathematischen Grundlagen auf ein Niveau gehoben, von dem ich nur träumen konnte. Die Angestellten I am Hintergrund begannen erstaunt zu flüstern. Was du getan hast, war falsch, stellte Castillo klar. Diebstahl ist falsch, aber was du auf diesem gestohlenen Fundament aufgebaut hast, war schlichtweg außergewöhnlich. Morrison hat mir deine Entwicklungen gezeigt. Du hast 17 verschiedene Anwendungen geschaffen, die heute die Umweltverschmutzung bekämpfen und das Leben von Millionen Menschen verbessern. Miguel schöpfte Hoffnung. Was genau bedeutet das, Dr. Castillo? Castillo lächelte warm. Es bedeutet, dass ich Morrison gesagt habe, er könne seine 50 Millionen behalten. Ich bin lieber der anerkannte Miterfinder von Technologien, die die Welt retten, als der verbitterte alte Wissenschaftler, der die Frau zerstört, die seine Ideen erst zum Leben erweckt hat. Erleichterung machte sich I am Raum breit. Die Mitarbeiter applaudierten spontan. Fernando, schluchzte Carmen überwältigt. Kannst du mir wirklich verzeihen? Es steht mir nicht zu, über dich zu urteilen, Carmen, antwortete er sanft. Aber es steht mir sehr wohl zu, dir eine echte Partnerschaft anzubieten. Lass uns die nächste Generation dieser Technologien gemeinsam entwickeln. Miguel trat vor und verbeugte sich tief vor dem älteren Wissenschaftler, Dr. Castillo. Wären Sie bereit, die wissenschaftliche Leitung von Morrison International unter der Führung meiner Mutter zu übernehmen? Castillo sah ihn überrascht an. Du willst mich nach all dem in eurem Team haben? Gerade wegen all dem, antwortete Miguel mit einer Reife, die alle I am Raum tief beeindruckte. Weil sie bewiesen haben, dass wahre Größe nicht aus Rache entsteht, sondern aus der Kraft zur Versöhnung. Und genau diese moralische Stärke brauchen wir an unserer Spitze. Carmen blickte ihren Sohn voller Stolz an. Mein Junge, wie bist du nur so weise geworden? Von dir, Mama, antwortete Miguel leise. Ich habe 20 Jahre lang gesehen, wie du deine Fehler in aller Demut ertragen hast, ohne jemals bitter zu werden. Genau in diesem Moment schrillte das Telefon erneut. Diesmal zögerte Miguel keine Sekunde und hob ab. Atlantic AG, Miguel Santos am Apparat. Miguel, tönte Elenas Stimme besorgt aus dem Lautsprecher. Schalte sofort den Lautsprecher ein. Das müssen alle hören. Miguel drückte auf die Taste. Sprich, Elena. Morrison hat gerade eine kurzfristige Pressekonferenz für 17 Uhr New Yorker Zeit einberufen, berichtete Elena aufgeregt. Er will vor den Medien behaupten, Carmen habe die gesamte Technologie der Firma gestohlen. Und er klagt sie auf $500 Millionen Schadenersatz wegen Betrugs an. Kann er das trotz der Verjährung tun? Fragte Patricia besorgt. Strafrechtlich nicht, erklärte Elena. Aber eine Zivilklage ist möglich. Und der öffentliche Schaden für Carmens Ruf und für die Aktie der Firma wäre verheerend. Sie könnte die Firma unter diesen Umständen niemals erfolgreich leiten. Ein altbekanntes Feuer loderte in Miguels Brust auf.
Wann genau beginnt diese Pressekonferenz? In 45 Minuten, antwortete Elena. Miguel sah auf die Uhr am Büro. Es war 16:15 Uhr Schweizer Zeit. Dann blickte er auf seine Mutter, die unter der Last der drohenden öffentlichen Demütigung wieder in sich zusammenzufallen drohte. Elena, sagte Miguel mit eiserner Entschlossenheit, tu genau das, was ich dir jetzt sage. Ich höre. Storniere den Konferenzraum in Manhattan. Wir fliegen nicht nach New York. Was? Aber wir müssen doch. Nein, wir machen es besser, unterbrach Miguel sie mit einem kühlen Lächeln. Morrison soll ruhig seine Pressekonferenz abhalten. Wir werden direkt von hier aus streamen, aus dem Büro, in dem alles begonnen hat. Wir erzählen der Welt die wahre Geschichte. Carmen sah ihn verängstigt an. Miguel, ich kann mich den Medien nicht stellen. Nicht nach all den Fehlern. Mama, Miguel nahm ihre Hände. 20 Jahre lang hast du dich am Schatten versteckt und deine Busse getan. Es ist an der Zeit, ins Licht zu treten und der Welt zu zeigen, was du aus deinen Fehlern erschaffen hast. Dr. Castillo trat an ihre Seite. Miguel hat recht, Carmen. Morrison wird die Geschichte einer Diebin erzählen, die sich nie geändert hat. Aber die Wahrheit ist die Geschichte einer Frau, die schwere Fehler gemacht und die letzten 20 Jahre damit verbracht hat, sie in etwas Wundervolles zu verwandeln. Ich werde an deiner Seite stehen, Schwester, versprach Patricia. Miguel wandte sich an die versammelten Angestellten der Atlantic AG. Sind Sie bereit, uns heute Abend zu unterstützen? Sind Sie bereit, für die Frau einzustehen, die jahrelang ihre Büros geputzt hat und ihnen nun ihre eigene Firma schenkt? Ein tosender Jubel war die Antwort. Die Mitarbeiter standen wie eine Wand hinter Carmen. Elena, wies Miguel weiter an, kontaktiere sofort alle Institutionen, die von den Technologien meiner Mutter profitiert haben. Die Spitäler, die sauberes Wasser erhalten haben. Die Städte, deren Luftqualität sich verbessert hat. Wir werden der Welt zeigen, dass diese angebliche Betrügerin in den letzten 20 Jahren mehr Menschenleben gerettet hat, als die meisten anderen in ihrem ganzen Leben. Carmen weinte vor Erleichterung. Glaubst du wirklich, dass wir das schaffen, mein Junge? Miguel lächelte sie warm an. Mama, wir haben diesen Kampf bereits gewonnen. Jetzt müssen wir es nur noch der Welt erzählen. Doch was Miguel nicht wusste, Morrison hatte noch ein letztes, schmutziges Ass am Ärmel, das er seit 18 Jahren hütete. Und er war entschlossen, es genau jetzt auszuspielen. Ein Geheimnis, das Miguels gesamte Identität erschüttern und das Vertrauen zu seiner Mutter für immer zerstören könnte. Das Telefon klingelte ein letztes Mal. Diesmal war es James Morrisons eisige Stimme, die aus dem Lautsprecher drang. Carmen, sagte er mit hasserfüllter Kälte, genieße deinen letzten Tag als Miguels Mutter, denn nach dem, was ich in einer halben Stunde am nationalen Fernsehen enthüllen werde, wird dein Sohn dich vermutlich nie wieder ansehen wollen. Die Drohung hallte wie ein Donnerschlag durch den Raum. Carmen sackte in sich zusammen. Mama, flüsterte Miguel alarmiert. Wovon spricht er? Carmen schloss die Augen. Als sie wieder öffnete, lag darin eine unendliche, traurige Ergebenheit. Miguel, es gibt ein letztes Geheimnis, das ich dir verschwiegen habe. Etwas, das alles zwischen uns verändern wird. Carmen, tu das nicht, beschwor Patricia sie. Lass nicht zu, dass er dich damit erpresst. Doch Morrison sprach erbarmungslos weiter. Wirst du es ihm selbst sagen, Carmen, oder soll er es zusammen mit Millionen Zuschauern am Fernsehen erfahren? Miguel spürte ein tiefes Stechen in seiner Brust. Welches Geheimnis, Mama? Carmen blickte auf all die Menschen am Raum, auf Patricia, auf Dr. Castillo, auf die treuen Angestellten. James Morrison ist nicht dein biologischer Vater, Miguel, flüsterte sie so leise, dass er sich weit vorbeugen musste. Miguels Welt hielt den Atem an. Was? Dein biologischer Vater ist Fernando Castillo, gestand Carmen unter Tränen. Als ich damals seine Arbeit stahl, verliebte ich mich auch in ihn. Doch als ich schwanger wurde, ließ ich Morrison am Glauben, das Kind sei von ihm, um dich vor den rechtlichen Konsequenzen meiner Taten zu schützen. Dr. Castillo stand wie versteinert da. Seine Augen wanderten langsam zu dem jungen Mann, den er in den letzten Stunden so bewundert hatte. Blankes Staunen wich einer unendlichen Wärme. Fernando ist mein. Miguel brachte das Wort nicht heraus. Ich habe Morrison gesagt, es sei sein Kind, weil ich dachte, ein reicher Unternehmer könnte dir ein besseres Leben bieten, als ein ruinierter Wissenschaftler, weinte Carmen bitterlich. Doch als Morrison mich verließ, begriff ich erst, was für ein großes Unrecht ich Fernando angetan hatte, indem ich ihm seinen Sohn vorenthielt. Miguel sah Dr. Castillo an. Die gleichen aufmerksamen Augen, dieselbe Denkerfalte auf der Stirn, dieselbe leidenschaftliche Art zu sprechen. Fernando, flüsterte Carmen, ich habe dir nicht nur dein Lebenswerk gestohlen, sondern auch deinen Sohn. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Castillo trat langsam auf Miguel zu, strich ihm sanft über die Schulter und schloss ihn stumm, aber mit einer tiefen, väterlichen Intensität in die Arme. Morrison, der merkte, dass seine emotionale Bombe nicht die erhoffte Zerstörung angerichtet hatte, schrie wütend ins Telefon. Siehst du es jetzt, Miguel?
Deine Mutter ist eine krankhafte Lügnerin. Sie hat dein ganzes Leben manipuliert. Miguel löste sich langsam aus Castillos Umarmung und trat ans Telefon. Seine Stimme war von einer schneidenden, tödlichen Ruhe. Herr Morrison, Sie haben gerade den größten Fehler Ihres Lebens begangen. Ach ja, lachte Morrison höhnisch. Ja, entgegnete Miguel mit bebender Stimme. Denn Sie haben mir gerade unfreiwillig gestanden, dass Sie all die Jahre ganz genau wussten, dass Sie nicht mein biologischer Vater sind. Und trotzdem haben Sie meine Mutter damals schwanger sitzen lassen und ihr die Schuld dafür gegeben. Sie haben sie 20 Jahre lang mit dieser unerträglichen Schuld leben lassen, nur um die absolute Kontrolle über sie zu behalten. Ich, stammelte Morrison am anderen Ende. Sie wussten es immer, rief Miguel aus. Aber es war bequemer für Sie, sich als das Opfer einer verräterischen Frau darzustellen, während Sie ihr am Hintergrund die Fäden gezogen haben. Patricia blickte voller Verachtung auf das Telefon. James Morrison, du bist ein Monster. Miguel, rief Elena aufgeregt aus New York an. Die Pressekonferenz von Morrison beginnt in 10 Minuten. Die Kameras laufen bereits live. Miguel blickte auf seine Mutter, die all die Jahre für ihn gekämpft hatte, auf Fernando Castillo, seinen wahren Vater, der ihm vergeben hatte, und auf die Belegschaft der Atlantic AG. Elena, sagte Miguel mit eiserner Entschlossenheit, wir starten den Stream, jetzt, direkt aus diesem Büro. Ein Mitarbeiter baute in Sekundenschnelle ein Smartphone auf einem Stativ auf und startete die Live-Übertragung auf allen großen Plattformen. Wir sind live in 3, 2, 1, signalisierte der Mitarbeiter. Miguel trat vor die Kamera. Neben ihm standen Carmen, Patricia und Dr. Castillo, dahinter die gesamte Belegschaft. Guten Abend, begann Miguel mit fester, klarer Stimme. Mein Name ist Miguel Santos. Vor 12 Stunden war ich nur der Sohn einer einfachen Putzfrau. Jetzt stehe ich hier als Sohn einer außergewöhnlichen Frau, die Ihnen eine Geschichte erzählen wird, die James Morrison am liebsten für immer verschwiegen hätte. Auf den Bildschirmen der Zuschauer sah man am Splitscreen Morrison in New York an einem eleganten Rednerpult stehen, während Miguel und seine Familie bodenständig aus dem Zürcher Büro sprachen. Herr Morrison wird Ihnen gleich erzählen, dass meine Mutter eine Diebin ist, fuhr Miguel fort. Und er hat recht. Vor 20 Jahren hat Carmen Santos die Forschungsergebnisse eines anderen Wissenschaftlers gestohlen und unter ihrem Namen eingetragen. Die ersten Live-Kommentare schossen durchs Bild, voller Aufregung und Verwirrung über Miguels radikale Ehrlichkeit. Aber was Morrison ihnen verschweigt, ist das, was meine Mutter in den letzten 20 Jahren aus dieser Arbeit gemacht hat. Carmen trat vor die Kamera. Ihre Stimme zitterte nicht mehr. Sie war erfüllt von einer tiefen, inneren Ruhe. Ich habe die theoretischen Grundlagen von Dr. Fernando Castillo genommen und daraus Systeme entwickelt, die heute das Trinkwasser für über 50 Millionen Menschen reinigen. Ich habe Verfahren geschaffen, die die Luftverschmutzung in 18 Großstädten drastisch gesenkt haben. Ich habe Algorithmen entwickelt, die den Energieverbrauch in Tausenden von Spitälern und Schulen optimieren. Dr. Castillo legte ihr sanft die Hand auf die Schulter. Mein Name ist Dr. Fernando Castillo. Ich bin der Wissenschaftler, dessen Arbeit Carmen Santos vor 20 Jahren gestohlen hat. Und ich bin der biologische Vater von Miguel. Die Kommentarspalten explodierten förmlich vor Erstaunen. Als Wissenschaftler kann ich Ihnen sagen, das wahre Genie liegt nicht am ersten Gedanken. Es liegt darin, diesen Gedanken in reale Lösungen zu verwandeln, die das Leben auf unserer Erde verbessern. Und genau das hat Carmen getan. Deshalb steht sie heute hier als meine rechtmäßige Partnerin. Patricia trat ebenfalls ins Bild. Ich bin Patricia Santos, Carmens Schwester. 15 Jahre lang glaubte ich, meine Schwester hätte mich am Stich gelassen. Heute weiß ich, dass James Morrison meinen Tod vorgetäuscht hat, um uns beide in seinem persönlichen Rachefeldzug gegen meine Schwester zu instrumentalisieren. In New York bemerkte Morrison, wie die Journalisten in seinem Saal plötzlich alle auf ihre Smartphones starrten. Seine sorgfältig geplante Pressekonferenz brach in sich zusammen, als die ersten Reporter ihn direkt mit den Live-Enthüllungen aus Zürich konfrontierten. Miguel nahm die Kamera und schwenkte sie auf die Belegschaft der Atlantic AG. Das sind die Menschen, die jahrelang an der Seite meiner Mutter gearbeitet haben, ohne zu wissen, wer sie wirklich ist. Sie haben heute gesehen, wie sie gedemütigt und entlassen wurde, nur um kurz darauf als rechtmäßige Eigentümerin an die Spitze zurückzukehren. Aber anstatt sich zu rächen, hat sie beschlossen, diese Firma den Mitarbeitern als Genossenschaft zu schenken. Miguel blickte wieder direkt in die Kamera. Herr Morrison, vielen Dank. Danke, dass Sie mir gezeigt haben, dass Rache nur die Zuflucht der Schwachen ist. Danke, dass Sie mir bewiesen haben, wie stark meine Mutter wirklich ist. Und danke, dass Sie uns allen gezeigt haben, dass wahre Macht darin liegt, andere aufzurichten, statt sie niederzudrücken. Carmen trat für ihr Schlusswort vor die Kamera. James Morrison. 20 Jahre lang dachte ich müsse dich um Verzeihung bitten. Heute weiß ich, dass du mich um Verzeihung bitten musst.
weil du mir 20 Jahre meines Lebens in falscher Schuld geraubt hast. Aber ich brauche deine Entschuldigung nicht mehr, denn diese 20 Jahre waren meine härteste, aber auch wertvollste Schule in Menschlichkeit, Demut und wahrer Stärke. Miguel blickte ein letztes Mal in die Linse. Morrison International wird ab morgen offiziell unter dem Namen Santos Castillo Enterprises firmieren. Ein Unternehmen, das von Menschen geleitet wird, die gelernt haben, dass die Fehler der Vergangenheit die Weisheit der Zukunft sein können. Der Stream endete mit einem Bild, das noch lange durch die Schweizer Medien gehen sollte. Carmen Santos, fest umschlungen von ihrem Sohn Miguel, ihrer Schwester Patricia und Dr. Fernando Castillo, umringt von einer jubelnden Belegschaft. James Morrison musste seine Pressekonferenz in New York unter dem Hagel kritischer Reporterfragen fluchtartig abbrechen. Wenige Tage später zierte Carmen Santos das Cover des Schweizer Wirtschaftsmagazins Bilanz, nicht wegen ihres plötzlichen Reichtums, sondern als Symbol für gelungene soziale Verantwortung und echte Versöhnung. Miguel gründete mit Unterstützung von Santos Castillo Enterprises die erste genossenschaftliche Hochschule der Schweiz, an der Studierende keine Studiengebühren zahlen, sondern durch gemeinnützige Arbeit und die Entwicklung sozialer Technologien einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Dr. Fernando Castillo erhielt endlich die akademische Anerkennung, die ihm gebührte, und leitete fortan das modernste Innovationslabor des Landes. Patricia Santos rief eine Stiftung ins Leben, die sich der Zusammenführung von zerrütteten Familien widmet und Menschen hilft, alte Wunden zu heilen. Und Roberto Galvez? Er kehrte tatsächlich als Personalchef zu Santos Castillo Enterprises zurück, doch diesmal mit einer völlig neuen Mission: ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem die Würde jedes einzelnen Menschen an oberster Stelle steht. Die Geschichte des Sohnes der Putzfrau, der einst den wichtigsten Vertrag rettete, wurde zu viel mehr. Sie wurde zum Beweis dafür, dass man, egal wie tief man fällt, immer wieder aufstehen kann. Carmen Santos hatte den Tag als unsichtbare Reinigungskraft begonnen und beendete ihn als eine Frau, die Zürich und die gesamte Schweizer Corporate-Welt für immer verändern sollte. Und diesen Unterschied machte am Ende nur die bedingungslose Liebe eines Sohnes, der verstanden hatte, dass Familie nicht bedeutet, Fehler zu verschweigen, sondern einander dabei zu helfen, sie in pure Weisheit zu verwandeln.